Auch der Nachwuchs der Murmeltiere profitiert von der Erfahrung der Eltern. Ältere Mütter können besser beurteilen, was ein günstiger Platz für ihren Bau ist. Im Gegensatz zu Murmeltieren leben Ziesel in großen Kolonien. Ihre Jungen genießen länger den Schutz des Baus. 4 Junge in einem Wurf. Das setzt die Mutter unter Stress. Wochenlang muss sie Unmengen Milch produzieren und fressen, so viel sie nur kann. Und so schnell sie kann. Entspannte Mahlzeiten gibt es nicht. Ziesel und Murmeltiere behalten ständig den Himmel im Auge. Die Adler ihrerseits beobachten ständig alle Baue. Es ist ein Kampf der Sinne, ein Wettkampf vieler Augen. Mit der Entfernung vom Bau steigt das Risiko. Weder Jäger noch Gejagte können sich viele Fehler leisten. Der Cherlen, der Südarm der Amur-Quellflüsse, ist ein dynamisches Gewässer, das sich fortwährend verändert. Jedes Hochwasser nimmt ein Stück Steppe mit und schafft dabei neuen Lebensraum. An Prallwänden graben tausende Uferschwalben Niströhren in den Sand. Manche Steilufer sind durchsiebt von Hunderten solcher Röhren. Der feine Steppensand ist ein ideales Baumaterial. Weich genug, um Röhren zu graben, und solid genug, dass die Brutröhren so lange halten wie nötig. Die Kleinen wachsen schnell. Vom Schlüpfen bis zum Flüggewerden etwa 3 Wochen. Dazu müssen sie ununterbrochen fressen. Die fetten Weiden am Fluss ziehen Viehherden an. Wo Vieh ist, da ist Dung. Wo Dung ist, sind massenhaft Fliegen. So können die Altvögel ihre Jungen fast pausenlos füttern. Die Ufer des Cherlen bieten Wasser, Sand und Insekten. Daher leben die Uferschwalben hier zu Tausenden. Dieser geradezu paradiesische Zustand entlang dem schmalen grünen Band besteht, solange der Cherlen fließt. Das ist aber keineswegs selbstverständlich. Am Fluss lässt sich für ein paar Sommerwochen leicht vergessen, wie extrem das Klima in der mongolischen Steppe ist. Abseits des Flusses geht das satte Grün bald in Braun über. Grün ist die Steppe nur, solange Regenwolken vom Pazifik weit genug landeinwärts driften. Monatelang ist dies nicht der Fall. Und etwa alle 30 Jahre bleibt der Regen gänzlich aus. Es ist ein Land der Extreme, wo nur die anpassungsfähigsten bestehen. Eine Sommerdürre bedroht alles Leben in der Steppe.
Ebenso hart sind die Winter. Sandstürme vermischen sich dann mit Schneestürmen. Eisige Nordwestwinde machen das weite Cherleen-Tal 6 Monate im Jahr so gut wie unbewohnbar. Der beste Ort, den Winter zu überstehen, liegt flussaufwärts, am Südabhang der Berge. Dorthin ziehen sich die Gazellen nun zurück. Die Kälber sind inzwischen groß und kaum noch von den erwachsenen Tieren zu unterscheiden. Auch die Nomaden schlagen hier ihr Winterlager auf. Im Sommer lassen sie ihre Herden frei umherziehen. Nun aber achten sie darauf, dass das Vieh in der Nähe ihres Lagers bleibt, aus Furcht vor Blizzards. Die Südhänge bieten Windschutz und mehr Sonne. Im Flachland hingegen können die Stürme ganze Herden auslöschen. Wenn der Wind zulegt, treiben die Hirten eiligst ihr Vieh zusammen. Und bricht einmal ein Blizzard los, droht noch eine weitere Gefahr. Die Wölfe sind wegen der Gazellen da. Und Mönchsgeier wegen der Wölfe und der Gazellen. Wölfe, Gazellen und Mönchsgeier. 3 Akteure, die einander nie aus den Augen lassen. Baktrische Kamele mit ihrem dicken Wollkleid und ihrer enormen Körpermasse sind die einzigen Steppenbewohner, denen die Eiseskälte, minus 45 Grad, nichts anzuhaben scheint. Spüren sie einen Sturm nahen, rücken sie einfach dicht zusammen. Dieser Himmel verheißt nichts Gutes. Die Eiskristalle sind scharf wie Glassplitter. Solange der Schnee in Bodennähe dahinfegt, kann man noch atmen. Auf eine solche Nacht haben die Wölfe gewartet. Der Sturm wird heftiger. Der Schnee raubt die Sicht. Die Wölfe kommen näher. Die Herde spürt die Gefahr. Panik bricht aus. Aber es ist eine blinde Flucht. Im Morgengrauen sind die Wölfe verschwunden. Nun sind die Geier an der Reihe. Mönchsgeier gehören zu den größten Vögeln der Welt. Hier in der Steppe leben sie während der Hälfte des Jahres von hart gefrorenen Kadavern. Der härteste Winter ist ihre Zeit des Überflusses.
Das verdanken sie nur den Wölfen. Die Paare bleiben ihr Leben lang zusammen und verteidigen gemeinsam ihr Territorium. Das halbe Jahr über ist alles Wasser gefroren. Die Luft ist so trocken wie in der Gobi. Die einzigen, die hier flüssiges Wasser brauchen, sind Menschen und Fische. An windstillen Sonnentagen holen die Hirten Eis vom Fluss, das nach und nach in der Jurte am Feuer aufgetaut wird. Seit tausenden Jahren ist hier das baktrische Kamel das beste und oft das einzige Transportmittel. Der Eisvorrat muss eine Weile reichen. Oft können die Hirten die Jurte tagelang nicht verlassen. Das trockenkalte Klima der mongolischen Steppe ist streng kontinental. Jahreszeiten gibt es nur 2. Der Übergang ist abrupt. Nach einem halben Jahr klirrender Kälte sehnt sich alles Leben nach dem Sommer. Doch manche Sommer am Cherlen sind noch härter als der Winter. Pflanzen und Tiere haben sich nicht nur nach Wärme gesehnt, sondern auch nach Wasser. Doch alle 30 Jahre bedrängt den Cherlen, diese langgezogene Oase, die Wüste. Wenn die Pazifikwolken ausbleiben, stehen magere Jahre bevor. Von Jahr zu Jahr wird die Dürre schlimmer und der Cherlen verliert immer mehr von seinem Wasser. Hier haben sich jahrelang Millionen Fische getummelt. Nun sind die Seen entlang des Cherlen von Wüstenwinden ausgetrocknet. Wenn die Gobi in die Steppe vorstößt, erinnern nur noch Salzkrusten an die einst grünen Feuchtgebiete. Die letzten Wasserreste sind bitter, untrinkbar. Wo sonst Morgennebel über das Wasser ziehen, treibt der Wind nun salzigen Staub. In solchen Dürreperioden schiebt sich die Wüste nord- und ostwärts. Der Cherlen, der längste Quellfluss des Amur, versiegt nun in der Steppe. Nun hat der Amur nur noch einen einzigen Oberlauf.
den nördlichen Zwilling, den Onon. Er ist kürzer als der Chelem, doch er ist der verlässliche der beiden. Das immergrüne Onontal liegt in Südsibirien, nahe der mongolischen Grenze. Wenn die Feuchtgebiete des Chelem vertrocknen, weichen viele Tiere nach Norden aus, wo Amphibien und Fische vor den periodischen Klimaschwankungen sicher sind. Taucher und Enten, Seeschwalben und Reiher, Wildgänse und Regenpfeifer überdauern hier die Dürrejahre, die den Süden plagen. Die Flussarme des Onon, die Sümpfe, Altarme und Auen sind jetzt dicht besetzt. Auch die Fischotter drängen nun in diese Feuchtgebiete. Für Wasservögel ist es ein leichtes, ein paar hundert Kilometer nach Norden auszuweichen. Der Klimazyklus hält die Tiere in Bewegung und zwingt sie, sich immer wieder anzupassen. Der Onon fließt fast über seine gesamte Länge durch russisches Gebiet. Vor 300 Jahren